Guten Abend, liebes Publikum, und herzlich willkommen beim heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Diese Themen haben wir heute für euch. Möbel Henny zelebriert ihr 50-jähriges Jubiläum und der Pascal Blunier redet über den Zusammenschluss von Möbel Henny und Möbel Blunier AG. Nach sexuellen Belästigungsvorwürfen entlässt die Bühne Bern einen Probeleiter, obwohl sie sich vor ein paar Wochen noch gegen eine Kündigung entschieden haben. Die Anzahl von neuen Sozialhilfefällen ist im Jahr 2021 gesunken. Die Gesamtzahl von Sozialhilfebezügern bleibt aber stabil. Die Neuigkeiten vom Tag haben wir hier kurz und kompakt im News-Segment zusammengefasst. Zustub für die neue Schildhornbahn. 18 Millionen Franken zahlt der Kanton an die neue Luftseilbahn Stechelberg-Mürren. Das hat der Regierungsrat entschieden. Er hat auch Gelder für Klosterruinen in Rüegisberg, für den Käfigturm in Bern und Gaulihütte gesprochen. Die Grauholzgegner mehren sich. Nach der Stadt Bern wehrt sich auch die Nachbargemeinde Zollikofen gegen den Ausbau der Autobahn A1 zwischen Wankdorf und Schönbühl. Der Gemeinderat hat beim Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation eine Einsprache deponiert. Die Credit Suisse hat im dritten Quartal einen Verlust von 4,3 Milliarden Franken erlitten. Jetzt plant sie eine Kapitalerhöhung um 4 Milliarden Franken und einen massiven Stellenabbau auch in der Schweiz. Auch im Management rollen die ersten Köpfe. Am 29. und 30. Oktober sowie am 12. und 13. November wird gefeiert. Möbel Henny zelebriert ihr 50. Jubiläum. Kundinnen und Kunden können sowohl den Showroom begutachten, wie auch von einem Wettbewerb profitieren, aber sich natürlich auch bei Speis und Trank verwöhnen. Wir sind mit dem Pascal Blunier zusammengehockt, um über den Zusammenschluss von Möbel Henny und der Blunier Möbel AG zu reden. Herr und Frau Eicher haben das Geschäft fast 30 Jahre lang geführt. Und nachher sind wir mal ins Gespräch gekommen, weil sie keinen Nachfolger hatten. Und nachher haben wir gedacht, ja, es wäre eigentlich cool, wenn das Geschäft hier an dieser Top-Lage und das Traditionsunternehmen weitergeht. Und nachher haben wir Gespräche gesucht miteinander. Ich war dann schon bei der Möbel Blunier AG tätig gewesen, in Olmütz, bei meinen Eltern. Also das ist übrigens das Familienunternehmen auch schon in der dritten Generation. Also der Grossvater hat es aufgebaut, die Mutter mit dem Vater übernommen und dann weitergeführt. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen, haben gesagt, ja, es wäre eigentlich cool, wenn wir wenn das Geschäft weitergeht. Und wir haben dann zumal schon die Synergien genutzt mit der Auslieferung. Also die Auslieferung haben wir auch schon zusammen gehabt. Und nachher hat sich da das eine das andere ergeben. Und so ist es eigentlich entstanden, dass wir vor 5 Jahren die Henny Möbel übernommen haben und jetzt erfolgreich weitergeführt haben. Wir haben die Werte familiär, kompetent und persönlich. Das sind unsere grossen Werte und das ist sicher etwas, wo wir gegenüber wo wir besser können als die grösseren. Genau. Also bei uns ist schon alles geliefert, montiert in der Region. Das heisst, Kunden kommen zu uns, werden kompetent beraten und das ist von A bis Z, also von der Beratung bis zu der Auslieferung und Montage. Das ist sicher etwas, wo wir sehr, sehr gut können. Und die Qualität ist sicher auch ein Thema. Ende September teilt die Bühne Bern mit, dass sie trotz sexueller Belästigungsvorwürfe sich nicht von ihrem Probeleiter Palette werden trennen. Jetzt Mitte Oktober bekommt er doch seine fristlose Kündigung. Wie es jetzt zu diesem Entscheid kam, seht ihr hier. Frau Border, Ende September hat die Bühne Bern kommuniziert, dass sie den Probeleiter nicht werden entlassen. Jetzt heisst es, ist er plötzlich fristlos entlassen worden. Wie ist es zum Meinungswechsel gekommen? Wir haben damals, wo das Gerücht über die Medien an uns gelangt ist, eine Abklärung in Auftrag gegeben. Und zu diesem Zeitpunkt hat dann auch kurzfristig der Point, also die Medienkonferenz stattgefunden. Und als Schutz zum Arbeitnehmer kann man ja nicht jemanden schon vorverurteilen. Und die Abklärung hat Zeit gebraucht. Und heute sind wir am Punkt, wo wir dann zu dem Schluss geführt haben, wo wir klar für uns ein Vertrauensverhältnisbruch gesehen haben. Und wir zu dem Schluss gekommen, dass für uns eine weitere Zusammenarbeit nicht möglich ist. Wieso haben Sie die Öffentlichkeit nicht darüber informiert? Vor 1,5 Jahren ist das für uns ein interner Arbeitsprozess, ein arbeitsrechtlicher Prozess. Und der Schutz der Mitarbeitenden steht bei uns natürlich in erster Priorität und das machen wir nicht öffentlich. Jetzt hat es aber neue
Tänzerinnen bei Ihnen, die so vielleicht auch schon vorher informiert werden können, auf was sie sich achten müssen. Ist das nicht etwas, was man hätte beachten können? Es ist auch so, dass, ja klar, unbedingt, aber es ist auch so, dass wir ja, wenn damals, wo Isabel Bischof den Stellenantritt hatte, hat sie ja mit jedem Ensemblemitglied geredet. Das Ensemble war über die Situation informiert gewesen, über die Sensibilisierung von dieser Situation. So ein Vorfall, könnt ihr euch vorstellen, geht ja am Ensemble nicht einfach vorbei. Also von dem her hat man das Thema natürlich intern selbstverständlich entsprechend sensibel und adäquat thematisiert und Massnahmen ergriffen. Wieso haben Sie die Stadt Bern trotz Leistungsauftrag nicht informiert? Ich muss ganz klar sagen, das war ein Fehler. Ich als Stiftungsratspräsidentin und der Stiftungsrat hätte die Finanzierungsträgerinnen über den Fall informieren sollen. Das haben wir damals anders eingeschätzt, die Situation. Wir haben vertraut auf, dass wir es operativ und auch mit der Handlungsempfehlung von B-Betrieb und auch hinter dem Ensemble und der damaligen Tanzdirektorin den Fall intern können lösen und entsprechend ist der Fehler uns passiert. Was würden Sie künftig anders machen? Wir würden auf jeden Fall den Finanzierungsträger informieren und ich glaube, anders machen wir lehren und ich glaube, das ganze Thema Prävention wird uns in den nächsten Monaten beschäftigen. Die Anzahl von neuen Sozialhilfebezügern im Jahr 2021 ist gesunken. Die allgemeine Anzahl von Sozialhilfebezügern ist jedoch stabil. Um die Zahl weiterhin zu senken, fordert die Städteinitiative Sozialpolitik mehr Ausbildungsmöglichkeiten für erwachsene Sozialhilfebezüger. Hinzugekommen sind. Da ist dieser Trend ist. Ein Erklärungsansatz ist, dass wir zwar auch das letzte Jahr Corona-Auswirkungen hatten, dass wir aber natürlich auch Corona-Unterstützungsmaßnahmen hatten, Kurzarbeitsregelung, Aussteuerungsstopp und dass das letztlich auch dazu geführt hat, dass sich das nicht so auf die Sozialhilfe durchgeschlagen hat, auch im letzten Jahr, wie man das vielleicht hätte erwarten können. Die hier präsentierten Zahlen, wichtig, beziehen sich auf die 14 Städte, für die wir eben vergleichende Daten analysieren. Ja, wir stehen eigentlich so ein bisschen in einem Paradigmenwechsel rein. Früher hat man immer gesagt, man muss die Leute möglichst rasch aus der Sozialhilfe ablösen. Das hat dann auch dazu geführt, dass die Leute schnell in eine prekäre Arbeitsbedingung gekommen sind, wo sie zwar vielleicht aus der Sozialhilfe rausgekommen sind, aber bei der nächsten schwierigen Wirtschaftssituation dann auch wieder rausgefallen sind. Das Konzept Arbeit dank Bildung, das man seit ein paar Jahren propagiert, das wir auch unterstützen, das sieht eine nachhaltige Ablösung aus der Sozialhilfe vor. Das bedingt aber auch, dass man Grundbildung hat, dass man Grundkompetenzen hat und da muss man auch Zeit und Geld investieren. Da braucht es auch ein politisches Commitment, dass man da kurzfristig investiert, dass man mittel- und langfristig profitiert. Es gibt keine schwarze Ente und keine schwarze Schafe. Es wird unglaublich viel geleistet in der Sozialhilfe. Die Sozialhilfe ist eine Erfolgsgeschichte, aber jede Gemeinde, jede Stadt hat ganz eine andere Ausgangslage aufgrund von ihrer demografischen Zusammensetzung, aufgrund von ihrem Arbeitsmarkt, aufgrund von ihrer Grösse, Zentrumsfunktion, Wohnsituation. Und von daher ist auch ein Austausch wichtig zwischen den Städten, weil in den 14 Städten, die wir im Kennzahlenbericht Daten erheben, wohnen jede vierte Sozialhilfebeziehende in unserem Land. Und es ist wichtig, dass wir auch über Kantonsgrenzen uns austauschen. Und der Kennzahlenbericht ist ein ganz wichtiges Instrument dafür. Und das wäre es mit unserem heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama gewesen. Mehr Einzelheiten zu den verschiedenen Beiträgen findet ihr unter www.jungfrauzeitung.ch. Jetzt machen wir noch den Abschluss mit dem Wetter und in diesem Sinn wünsche ich euch einen schönen Abend. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von der Jungfrau-Zeitung. Meine Damen und Herren, grüß euch miteinander und ganz herzlich willkommen. Das ist Jungfrau-Zeitung Wetter für den Kanton Bern. Auch heute hat es einen weiteren mehrheitlich sonnigen Tag gegeben. Zum Beispiel auf dem Jungfrau-Joch. Wunderbares Wetter da zum Genießen und vor allem weiterhin außerordentlich hohe Temperaturen.
Ja, und der Grund, wir sind weiterhin im Vorfeld von einem Tiefdruckgebiet über dem Nordatlantik und da im Hochdruckgebiet Zacharias über Osteuropa in dieser sehr milden Südwestströmung. Gleichzeitig erreicht uns jetzt wieder ein Schwall-Sahara-Staub. In Nacht auf morgen, da ist es abgesehen von ein paar ausgedehnteren hohen Wolkenfeldern klar im Flachland, speziell der Aare entlang und Richtung Seeland, kann sich dort zum Teil ein bisschen Nebel ausbreiten. Dort starten wir also gebietsweise grau in der Freitag ausserhalb. Da ist es trotz zum Teil ein paar dichteren hohen Wolkenfeldern freundlich und teilweise auch sonnig. Die Temperaturen morgen früh die liegen bei etwa 8 bis 11 Grad. Der Nebel der löst sich dann mehr und mehr auf, ab etwa 600-700 Meter ist sowieso am Nachmittag weiterhin recht sonnig. Die Wolkenfelder die werden tendenziell ein bisschen weniger im Vergleich zum Vormittag. Trotzdem sind weiterhin ein paar Schleierwolken rum und die Temperaturen die sind weiterhin warm. Die Höchstwerte die liegen so zwischen 19 und 22 Grad. Ja, und am Wochenende geht es ähnlich im Stil weiter. Am Morgen haben wir zum Teil ein bisschen Nebel, der löst sich vielerorts auf. Sonst ist es recht sonnig mit mal mehr, mal weniger hohen Wolkenfeldern. Schon weiterhin ein bisschen diesig mit ein bisschen Sahara-Staub in der Luft und vor allem außerordentlich warm. In Interlaken oder in Bern beispielsweise haben wir 19 bis 20 Grad, noch Gradgrenze ist auf etwa 3600 bis 3800 Meter oben. Am Ende nochmal das gleiche Spiel, recht sonnig. Morgen zum Teil ein bisschen Nebel in der Nacht auf den Dienstag. Da kommt aber aus heutiger Sicht eine Störung daher. Das heisst, am Dienstagmorgen gibt es dann noch ein paar Tropfen. Dann wird es wieder freundlicher. Ab dem Mittwoch sieht es aber dann unbeständiger aus. Meine Damen und Herren, das war es vom Wetter. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend und auf Wiedersehen miteinander.